Ons alle welkom van deel verder. Het is zondag en we werden van deel verder weer gaan in onze Epheser-brief-series. Je had vielleicht mal gedaan, wo je had vielleicht lange per Stab geschafft oder je zat in een Schmiede warst en je komt naar huis. En vielleicht zei je een man, wat had in een Stab geschafft en je zat van, würden zijn Kappartei voll Eerd en Schwinsch en dan bis zum Betrotzen, go we de früh dan antworten en zijn, ik zijn zo vroeg zijn thuis. En wat sagt der früh dan? Go trag die arm, die stinks. Nicht so? Heb je dat vielleicht mal beleefd? Dat is een beetje de vergelijkenis wat Paulus brukt in deze Stelle, wo we van der willen gaan. Wir sind geboren als Sünder. Und das war, wir würden gern sein, wir haben schwinche Kleider an. Und Paulus hat uns hier lehren, wo wir sollen das schwinche auftragen und das nicht antragen. Das was rein ist. Und das ist der, was Jesus hat für uns. Er gibt uns eine neue Natur, wodurch wir nu das nicht reine Leben sollen antragen und dort leben. So, wir sind von der in Epheser Kapitel 4, 17 bis 32. Dort sind die Versen, die wir wollen von der durchgehen. Wir wollen anfangen mit dem Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir beten von dir für uns ist Natur, dass es für ein sehr schwer zum heiligen Leben, ein reines Leben führen. Gott, ich bete, dass die uns von dir ermutigen, nicht, dass wir uns feiern, dass wir bedrückt sind, wo wir kalt kommen. Lassen wir wollen Hoffnung finden, wegen du hast uns die Kraft und die Macht gegeben, durch Jesus Christus, das nicht Leben zu leben, was du uns gegeben hast. Und ich bete für uns, das natürlich, welche Tiden drill, wie welche Dinge mit, Dinge, was wir sollen, handgeben an die. Gott, ich bete, dass du uns von dir die Hort rieren, dass wir können dort tun. Dass wir können dort zu siedeln, was du wirst haben, wir sollen zu siedeln, dass wir können Freiheit dir nur folgen. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. So, wir wollen wegen der noch viel Versen sagen, wir wollen die Versen vielleicht nicht alle von dir lesen, aber wir sind von dir in Kapitel 4, 17 bis 32. So, ihr könnt, wenn ihr die Bibel mit habt, noch folgen und wir wollen die Versen durchgehen. Er fängt an die 17. Vers an. Er redet in Kleinbett, wo wir sollen dort alles auftragen. Er fängt an in 17. Er sagt, je sollen nicht mehr so leben, ist der Völker. Was meint Paulus mit das? Für uns würde es ein bisschen sein, wenn ich würde sagen, leben nicht mehr so ist der Einheimer. Wenn dort sind Menschen, die nicht so sind als uns. Was meint er? Als er jeng sind, was Völker sind? Was er von reden das hier, ist, die Völker sind die Heiden, die abhört sind von Gott. Wir müssen zurückgehen nach Kapitel 2 und das besser verstehen. Was meint Paulus hier? Er redet von Sonnen, die sind weit auf von Gott. Und in dieser Zeit, die werden in welcher Welt zwei Sorten Menschen, die werden sind Juden, die werden sind, die die Bibel haben, die wissen von Gott, die den Reich der Gott anbeten, und dann werden die Völker, die Griechen, die Römer, und da werden sind, die ohne Gott abwaschen, und die werden weit auf von Gott. Und dort werden dann sind, die nicht so leben, dort Gott gefallen hat. So, wenn er redet von Völkern hier, er sagt, lebe nicht so, als Söhne, die weit auf von Gott sind, lebe nicht so, die leben in so einer Weise, was sind es, lebe lieber in einer anderen Weise. So, was für ein Teken hat so eine Wort abhört leben der von Gott? Wir würden gerne sein, so eine Wort ein alter Mensch ist, so eine Wort in Sinn leben der. Wo ist so ein Mensch gesund? In 17. Vers, er sagt, der Leben und die an nichts wertvolles denken. Das erste Teken, was Paulus uns geben hat, dass alles schwindet Leben, was wir sollen zu sehen sahen,
dat als wir können nicht wertvoller denken. Der Englische sagt, dat als futile thinking. Wir würden gerne sagen, dat als ladiert denken. Dat als nicht zu nutzen, dat als nicht haltlich. Sondern wat ein Portleben von Christus, sind sondern wat an nicht wertvoller denken. Die Entscheidung, zum Jesus Christus nachfolgen, dort fängt in den Gedanken an. Dort ist, wo uns ganzes Leben von führen wird. Was wir denken, dort kann berührt an wo wir leben. So wie man uns reich anstellen in die Gedanken, so dass wir können dort nicht antragen und das alles uittragen. Wenn das alles, dort das an nicht wertvoller denken. Dann sagt der nächste Vers, in der 18. Vers, er sagt, sie sind getrennt von Gott. Er sagt es dit, mit ihren Gedanken grieben sei in diesem Raum und haben keinen Anteil an das Leben von Gott. Wilt sie von Gott nicht weiten und im Hort blind und versorgt sein. Die sind in Düsteren, sie sind getrennt von Gott. Je kan vielleicht terugdenken in die tijd wo je getrennt werden von Gott. En wanneer ik met zo'n reden daar wat geven een Zeichnis an, wo Gott entgeraten hat, sie reden fertig an und oudet Leben. Und sie reden von der Bibel aufmerken und nicht verstehen, was Gott zu sein wird. Sie können nicht verstehen, der Evangelium ist nicht klar ernst, sie lesen die Wörter, aber das Verständnis ist nicht durch. Dort als wenn sie getrennt sind von Gott. Die können dort Gedanken nicht begreifen. Und wenn wir dann eine Schwester oder Freund haben, die nicht Jesus Christus angenommen haben, wir sollen dort wörtlich verstehen, dass sie können dort nicht annehmen, wenn sie sind noch in Düsteren. Sondern was in Düsternis sind sondern was in das alte Leben noch leben da. Dort leben, was eure Bekehrung in das wahre Geburt ist. Dann der nächste Vers sagt, sondern was noch nicht angegeben sind, der 19. Vers sagt, die sind stammt geworden. Er sagt es dit, sie sind stammt geworden gegen alles, was ihnen gewissen und sehen und sein kann. Sie haben entstampet gewissen. Ich glaube, das steht, wo ein Mensch kommen wird, was ganz dollst gefährlich ist, wenn er einen Sinn hat, oder was errichtet sein wird, und das Gewissen wird nicht. Das ist ein Stampet Gewissen. Das ist ein Stampet Anstellen. Ein Sinn als Rahmen, du als nicht, was in uns trübeln wird und rieren wird. Das ist in der Seite gefährlich steht. So, wenn ihr noch ein Gewissen habt, und ihr ihn schuldig fühlt und ihr einen Sinn, das meint, dass Gott noch in ihn schaffen wird. Sondern was stammt sein geworden. Entbordert der Sinn nicht. Die leben noch in das alte Leben. Und das ist ein altes Leben, wo wir sollen zu Sied sein. Wir sollen das auftragen. Ich glaube, wir kriegen ein Stampet Gewissen. Wir wollen Stamp, wenn die Entscheidung für uns ist. Uns wird versagt und da steht ein Sinn für uns. Und wir seien Gott auf. Nie weiten von was ich meine, von was ich reden da. Wir sind da und wir haben dort vielleicht für uns, wir weiten, wir sollen das nicht tun. Aber uns jankert dort so sehr, wie da das Ende ist. Und für die erste paar Mal, das uns dort sehr leid, uns trübelt dort in Hort. Aber mit dem Wasser Zeit, dann wird das Stamper und dann bald wird uns das nicht mehr. So ist es mit vielen, was in ein unmoralisches Leben dann führen. Die fangen mit was Kleines an. Und entbaut dort, dann baut es dort nicht in Grauter. Und dann moven sie bei hier und dann wird schlecht, dann baut es dort nicht. Und das ist, wo wir ein Stampet Gewissen kriegen. Paulus lehrt uns in Römer Kapitel 1, der 18. Vers, dass sondern was Gott aber aufsehen, sie kriegen
Gott sein Euer von Himmel kommt rauf über die Gottlosigkeit und Gerechtigkeit von den Menschen. Die Gerechtigkeit, die Wahrheit unterdrücken. So wollen wir die Römer Kapitel 1 lesen dann, wie sein dort Gott seine gerecht jungen Menschen auswerten, dort er lädt die wird die Entscheidung merken, dort im Sinn leben, wieder in Sinn nähern gehen. Und ich glaube für mich, du hast nichts, was mich dolle ängsten wird. Es wenn Gott die Hand raufnehmen wird und sagt, du hast Sinn entscheidet, nu leb du, wo die Tag loten. Dort ist wirklich gefährlich. Und hier sagt Paulus, dat zo'n wat apart leven van God, die leven in een oude natuur, die zijn zo'n wat stamp zijn gegen zin. In 19. Vers sagt er wieder, er sagt, sie leben hierher und lassen sich von ab solche Sachen gehen, ohne sich zu schämen. Wenn Gott uns lädt und wenn wir lassen unsere Gewässer stampfen wollen, wir leben in Boot, in Weh, in Sinn, was uns so schämen, aber uns schämt das nicht mehr. Ich glaube, das ist so leicht, wenn wir diese Versen lesen dann, und ja nicht zu denken. Wir haben Freunde, wir haben Geschwister, wir haben vielleicht Partner, was gestammt sein geworden, gegen Gott sein wird. Aber wer wir uns selbst hineinholen? Sehr wie stammt geworden? Sehr wie sollen wir nicht mehr Schäm haben mit unserem Sinn? Wenn wir plündern dann über andere, wenn wir uitholen über andere, wenn wir vielleicht lehen gegen andere, wenn wir vielleicht stehlen dann von anderen, schämen wir uns damit? Paulus sagt hier, dass alles Mensch, dass alles selbst, das ist so, was sich nicht mehr schämen wird mit sind. Und wir sollen niemals so weit uns selbst so weit luten, raufgehen, dort wie sie dort sind. Wieder er sagt, die sind so eine Wort voll Habsucht sind. Die sind begierig. Wenn wir andere sein, was begierig ist, uns ärgert dort. Aber wenn wir uns selbst ins Spiel können sein, wir sind fertig, kriegst du begierig. Wir sollen nicht begierig sein, wenn dort ist von der alten Natur. So, er redet wieder, von was sind dann die Teken, so meine Teken von der alten Natur. Ich glaube, in der Version, was wir sollen noch lesen, wenn wir diese Kapitel wollen reich verstehen, erst in Galater Kapitel 5, 19, ich glaube, erst 23, wo er redet von der Frucht, was von Fleisch kommt, und der Frucht, was von Geist kommt. Und das ist dasselbe, wo Paulus hier reden wird. Er sagt, das Fleisch, der erste Stadt, der alte Natur erste Stadt, und das Nicht-Leben, das wird die sollen antragen als ordentlich. Und so, wenn ihr tüchern, Kapitel 5 von Galater 19 bis 21, sagt, was der Fleisch ist. Er sagt wieder, das alte Fleisch, das wird leicht lehen. Er wird ein paar Monate, er sagt, hielt ab mit lehen. Wir sollen nicht lehen. Wenn wir in Christus sind, wir sollen dort zu sehen sein. Ich glaube, lehen ist ein Ding, was viele von uns haben, uns sehr angewandt. Und wir dann uns merken sein, das ist nicht gerade, wir dann lehen zum Unterhalten. Aber von Christ, lehen soll niemand sein. Wir sollen nicht lehen, wenn Gott seine Natur, seinen Charakter als Wort hat. Und wenn wir das nicht Natur von Jesus kriegen, das nicht Natur soll in Wahrheit bleiben. So wenn wir lehen dann, wir gehen gegen das nicht Natur, was Gott uns gegeben hat. Er sagt wieder in 26, er sagt, das alte Mensch, das alte Natur, das Natur von Sinn, das ist so, was leicht da wird, und wenn der da wird, dass du in euer Sinnen, er sagt es das, wenn ihr
jünt euren, dann sorgt so, dass je durch jene euer nicht versinnen. Er sagt, wann wir uns euren tun, wir sollen nicht sünden. Dort ist nicht eine Sinn zum Dal worden, nur euer Hand. Bitte dort wie über artigste Dinge Dal worden. Dort ist eine Feiling, was wir kriegen. Gott hat uns die Feiling gegeben. Wir sind erlaubt, dort wie euer Hand. Was sagt er hier dann aber? Er sagt, wenn ihr euren tun, wenn ihr in euer Hand sind nicht. So was meint dort dann, dass wir sünden tun, wenn wir da sind? Ich glaube, der größte Weg, wo wir fertig sünden tun, wenn wir in euer Hand, ist Wort. Du hast einen großen Unterschied zwischen euer Hand, wie vereuren uns, und Wort Hand. Wort ist uitholen, uit euer. Das ist uitholen. Das ist, und wir würden gerne besser sein, wir switchen unsere Gedanken uit und lassen euer uns driven. Das ist ein Wort, wie holen uit. Ich finde eine gute Geschichte, was uns Hauptdenken klimmt, was wird das? Die Geschichte ist vertelt von einem kleinen Bengel, er ist vielleicht 7 oder 8 Jahre alt, und er hat sehr Trouble mit Wort. Und sein Vater, der prüft mit diesem kleinen Jungen zu schaffen, und er sagt, wir müssen an den Wort schaffen. Du darfst alle Sorten, was schlecht ist, wenn du würdig bist. Und einen Tag hat das Vater eine Idee. Er sagt, er hat sein Sehen, eine Lust voll Nähl und einen Hummer. Und er sagt, jedes Mal, du Wort hast, dann wird die merken, ein Nähl in das Siedhus nachschlagen. So, nächsten Tag hat der kleine Bengel sich ein paar Mosaik geordnet und nicht Wort, das er ausarten. Und dann fuhr er ein paar Nähl und er sagt, go schlau dort an und dann Siedhus. Und das ist von heute aus gefinisht bieten. Und mit der Zeit, eine Werk geht vorbei und Vater nimmt ihn sehen und sieht Hüs und er sagt, was sitzt du hier? Und er sehen sagt, ich sei, hier sind wie 40 Stück Nägel angeschlagen. Und dann sagt der Vater, was ist das? Sagt, das ist nicht Fan, das ist nicht Fan. Dann sagt der Vater, nu will kann die sonst den Nägel alle uitrieten. Neem die Nägel alle uit und dann, wenn die vorig bist mit dort, dann kannst du mal holen. Maar dort, die sehen, der redt alle Nägel uit und sagt, Vater, ich soll nicht reiten. Dann sagt der Vater, was kostet nie sein? Dann sagt der kleine Sehen, es kann sein, hier sind nicht 40 Lacher in das Haus. So erst doch mit uns Wort. Wir können den Nägel vielleicht alle reiten, wir können Vergebung freuen, aber dort, was das Wort hat getan, das bleibt fertig. Wenn wir uitholen uit Wort gegen unsere Kinder, unsere Großkinder, unsere Partner, dort kann ein Jana dort vergeben, aber dort, was geworden ist, dort Damage, dort bleibt fertig. Und deswegen ist Wort fertig so schlecht, und das so schoden. Ich glaube, wir müssen nur sein, woran war wir da? Woran haben wir Wort? Ich glaube, welche von uns Menschen, wir wollen würdig, wenn wir haben welche Dinge, was wir mitdrehen, in Hort. Wir haben Dinge, was wir würden in Englisch sein, Pressure Points. Wo wir über die Jahre vielleicht haben Menschen uns gestartet und Hort, und dann, wenn welche Menschen dort Port von unserem Leben zu sein, anschieren down, und dann lassen wir mit Wort. Und dort erst fertig, dort wir müssen und dort schaffen, dort handgeben, du, wo andere uns gestartet haben, so dort, wie das Wort nicht utnehmen und unter. Und dann sagt er wieder, wir sollen den Feind keine Gelegenheit geben. Was meint er mit das? In der Englischen, wir sind vielleicht mit bekannt, er sagt, do not give the devil a foothold. In der Gelegenheit, was Paulus hier sagen wird, wir sollen den bösen Feind nicht
een Gelegenheit geben, tam ewe Hand über uns haben. Wir sollen uns nicht verbingen mit uns, den bösen Feind. Und wir lassen den Feind Gelegenheit um uns kontrollen, wann wir nicht uns Hand geben dürfen, nur das nicht Natur. Eine Weg, wo wir den bösen Feind Hand geben oder Gelegenheit geben dürfen, ist, wir lassen Betternis kommen. Betternis ist, euer wird nicht abgeriemt. Wenn wir nicht dort abriemen dürfen, was wir in Hort haben, und wir schaffen nicht, wir dürfen nicht vergeben, das Betternis, dort hat Wortel in uns Leben. Dann wieder sagt er, nein, wo wir den Feind Gelegenheit geben dürfen, er sagt, versorgt euch nicht in beleidigen. Er sagt auch, wir sollen hier ab mit Schrien. Der englische Bruch, das wird Brawling, was wir würden gerne sein, jagen. Beste von uns hier, das sehr schön jagen. Wir glauben, wir sind vielleicht auch alle, aber wir sind fertig, sehr tingerig. Wir sind ein bisschen, wenn wir kleine Jungs in Mieles wären, das spielt sich, dass wir in Bruder sind Hand und uns janken dort, aber viel Dollar ist dort, spielt sich jankert uns dort, den Narken, dass er da wird worden. Weißt ihr, was für uns sind dort noch nicht vielleicht uitgewassen. Aber dort die hier nicht Christen. Dort wie leicht jagen, dann wird uns dort scheinjet jagen. Dann sage ich wieder in der 8, finde ich der Vers, wer mit Stillen gepflegt ist, so du mit abhören. Wir denken, von Sonne wird stehlen, dann wir denken, Sonne wird vielleicht mit einer Korn oder einer Bank kommen, haben sich die Gesicht bedeckt und rennen dann mit einer Reifel und stehlen von der Bank. Aber ich glaube, stehlen ist viel mehr als dort. Dort ist irgendwas nehmen, was nicht uns gehört. Und das meint, Ferken von anderen nehmen und vielleicht auch von der Regierung Geld nehmen oder träghauen, was nicht uns ist. Und dann in 19. Vers sagt, red nicht, was den Nächsten schaden kann. Dort, wo nicht reine Rede ist, dort, wo nicht unterhalten wird, soll wir von weg bleiben. Dort ist das alle Natur. Mir denkt ein klein bisschen, wenn ich mit Dingen wie ich schaffe mit meinem Vater, wir deuten das rennen, wir deuten mal in ein Haus, in der Kirche, saßen. Und das ist eine andere Person, die auch schaffen deit. Die redet, und hat sehr schwierige Rede. Und da wie ein Plumber. Und mein Vater, der hat noch mal Euer dort, und er ging nach den Menschen, er fragt den, ich kann hier jetzt die Reden des. Hat jemand mit dem Mehl auch? Und er dachte im Bett an, so ein schwindet Mehl, was er hat, leidet schwierig, mit das selbe Mehl eten. Aber ich glaube, wir als Christen, wir sollen auch nur abpassen, dass wir nicht ein schwindet Mehl haben. Wir ein reines Gerät haben. So, wir sehen, was wir sollen auftragen. Nu, was sagt Paulus, wir sollen antragen? Wir sollen dort nicht Natur antragen. In der 2. Vers sagt er, so was habt ihr Christus nicht gesehen. Wir würden doch gern sein, in einer Plattdeutsch, wo wir gern sein, Oba. Sagt dort alles zu sehen, Oba, dat niet aantragen. Sagt dort alles zu sehen, nicht dat je gedaan haben, nu wat zal wir nicht aantragen. Kennen verdient haben, dat alles oft getragen, und nicht dat niet angetragen von der Tag. Wegen, die haben alle Kleider an. Ich glaube, verken als Christen, sehr wie so eine Menschen, was sein, wir sollen dort alle zu sehen sagen, aber wir tragen uns niemals so frisch an.
Wir sollen nicht bis das alles auftragen, aber das nicht auch antreiben. Was das nicht ist, ist das nicht Leben, was Gott uns gegeben hat, zum Leben. Er sagt, wir haben nicht Christus gelehrt. Dort alle Natur, was Paulus von reden hat, dort ist nicht, wer Jesus Christus ist. Er sagt wieder in 21. Vers, dort ist, wann je überhaupt was von ihm gelehrt haben. Weil in Jesus haben wir die volle Wahrheit. Wenn wir lernen, was die neue Natur ist, der neue Mensch, muss wir nur Jesus Christus checken. In ihm, in seiner Natur, in seinem Charakter, haben wir die volle Wahrheit. Wenn wir weiten, wo soll wir loten zwischen Christus, sondern was Jesus Christus noch folgen hat, in Christus, in Jesus haben wir den vollen Bild an wer wir wollen sein, wer wir sollen sein. Das ist, warum das so wichtig ist, dass wir Zeit nehmen in der Bibel. Dass wir lernen können, wer ist Christus wörtlich. Und wir lernen das, wenn Gott dort alles rausnehmen wird und dort nicht nennen sagen. Hesekiel, Kapitel 36, der 26. Vers, redet der Prophet Hesekiel von wo Gott wird dort alles rausnehmen und nicht sagen. Er sagt es dort, und ich will jünt in nicht geben und ein nicht gest in jünt sagen. Ich will dort steinen jen hort uit jen Körper rüten und jünt in Fleischen jet hort geben. Dort ist, was Gott in uns tät, wenn wir uns bekehren dann, wenn wir uns hingeben dann, wenn wir dort Wahrheit kriegen. Dort alles als Rüt genommen und dort nicht als Nein gesagt. So, was Paulus sagen det ist, von Hort hat Gott dort all geändert. Und nu sollen wir uns Leben so anstellen, dass du nur stemmen det, was in uns ist. Ein Beispiel, wer wir sein, wir tun uns Boden, und leider ist die Kleider antragen, was wir stemmen mit unserem reinen Körper, wir tragen dieselbe alte Schweinchenkleider weiter an. Das ist nicht, was wir sollen tun. Wenn Gott uns heute geändert hat, dann sollen wir dann auch unser Leben führen, was du noch stemmen wird, was uns nicht heute dann ist. So, wo das in nicht Mensch, wo das nicht Natur leben, was sollen wir uns antreiben? Das sagt, das nicht Mensch wird doll, wo haft euer, aber das nicht sündigen. Weil Jesus Christus hat noch mal euer. Wir sehen das in Johannes Kapitel 3, 13 bis 17 Vers. Er verordnet sich, wo Menschen in einem Tempel, die steht ordentlich brücken. Da wir in der Stadt zum Gott anbeten, aber sie brücken, die steht zum Dinge verteilen. Wir sagen auch, dass Gott ist, sondern was nicht leicht da worden wird. Das ist ein Dank, dass wir uns euren Dank, aber wir sollen nicht nur sagen, was leicht da worden. Das sagt in Psalm 144, der 8. Vers sagt, der Herr ist voll Gnade und Mitleid. Sei geduldig und rick und treu hat ihr Leib. Der Engel, zu der das sagten, hier ist slow to anger. Er ist geduldig. Und wenn Gott geduldig ist, sollen wir auch geduldig sein. Wir sollen nicht leicht da werden. Nächstes er sagt in der 28. Vers, er sagt, die nicht selbst, die nicht Natur, schafft für was sie haben. Er sagt, wer mit Stillen geprägt ist, soll du mit abhören und arbeiten gehen und aufrichtig mit seinen Hängen sein Brot verdienen. Und so viel, dass er was hat, die zu geben, die nichts haben. Diese Vers ist vielleicht in unserer Zeit ein klein bisschen schwer anzunehmen. Was Paulus uns hier sehr glücklich sein wird, ist, wir sollen nicht viel sein. Wir sollen schaffen. Lieber es stehlen, lieber uns an andere aufhängen. Wir sollen für uns ihr Leben schaffen, mit unser Hängen. Wir sollen uns Druck merken
en dat doen zoveel als we kan, zodat we gaan te leven. Niet bis dat we nu gaan voor onszelf. We zullen niet bis geld schaffen voor onszelf, dat we rijk worden. We zullen zoveel verdienen, wat zegt hij hier? Dat we met anderen ook meedelen kunnen. Wat we anderen ook geven kunnen van wat we verdiend hebben. Hij zegt niet hier dat het aardig is voor hulpvrouwen en voor dat wanneer we kort komen, dat anderen ons helpen doen. Maar hij zegt, onze aanstelling zal niet zijn dat we bis naar anderen gaan en afhängend zijn aan wat zij kan voor ons zijn. We zullen voor ons in het leven schaffen. Een Vers wat je hand vielleicht mal met je Kinder gebruikt, wanneer ze jong waren. En wanneer die nog een Vers veel dat, haben vielleicht met aansporend, haben stof abriem. Dat zegt in 2. In Thessalonica, Kapitel 3, de 10e Vers zegt es dit. Hij zegt, als we nog bejunt werden, seht wie junt dat al. Wer nicht arbeiten dat, soll ik nicht eten. Ik weet niet wie de Vers moet gaan gebruikt met die dingen, maar Paulus leert hier sehr klar, wanneer we niet schaffen willen, we zullen dat niet beschrijven dat anderen worden dat alle toebrengen. We zullen voor ons in het leven schaffen. Wieder hij zegt in het 32e Vers, dat niet zelfs als lijftolig. Dat is lijftolig. En wieder hij zegt, dat gereed bloos staat, woordelijk dat je geholpen worden, dat je hieren. Lijftolig, vriendelijk. Engels, dat het even zeggen, compassionate, kind. Zij zijn mensen wat lijftolig zijn. Menschen, die willen met ons taub zijn, en jet dat schijn. Ze voelen zich opgebied met ons. Ze voelen zich aangenomen. We zullen lijftolig zijn. Dan zegt hij wieder, we zullen anderen vergeven. Hij zegt, vergeeft een orden, zoals God dient in Jezus Christus alles vergeeft heeft. Waar zullen we een orden vergeven? Zoals God ons heeft vergeeft. Ik denk een klein beetje aan wanneer Petrus Jezus vraagt, hoe ver zou ik mij nu vergeven? Moet 7 maal? En dan dat Jezus Christus zijn naam brachten worden even 3 weer. En hij zei, nee, 490 maal zal we een orde vergeven. Wat Jezus zei, is denkt er niet aan, hoe ver we een orde vergeven doen. Waarom? We zullen anderen vergeven, zo is Jezus Christus auf ons vergeeft. En ik zeg mij ganz zeker, ik weet en is voor mij dit als de waarheid, en ik weet het als voor alle van onze waarheid. Du als keiner wat ons kan wat aandoen, wat gratis is wat we God aangedaan hebben. We denken vielleicht aan een moeder als veel ooier is wat ik gedaan heb. Dat is vielleicht zo, in welke wij, aber Gott ist ganz heilig, hij is ganz perfect, hij heeft geen Fehler. En er is een grote onderscheid van ganz perfect zijn en wat we zijn. En wanneer God heeft dat grote distance vergeeft, wo weet of we weer van God, dat alles vergeeft. En ons allemaal waaraan vergeven dat. Dan hebben we keine Ursache te zijn, we kunnen anderen niet vergeven. We zullen een anderen vergeven, zo als God ons vergeeft heeft. Waarom is het dan, dat we zo schwer anderen vergeven doen? Ik geloof, anderen vergeven is schwer, wenn we weten den Preis we moeten tun, wanneer we anderen vergeven. Dat Jezus Christus ons vergeven deed, dat kein Jezus Christus zei dir. Jezus Christus starb op een kruis, hij told met zijn ene leven, zodat God kan ons vergeven voor onze zinden. Onze slechte diepe zin, waarin we geboren werden en wat we doen. Jezus Christus heeft dir betaald voor onze redding, voor onze vergeving.
Dat is dan ook dan leicht te verstaan, dat wanneer we anderen vergeven, dan kan werken aan een grote prijs voor ons. Menschen haben ons werken sehr slechte dingen aangedaan. En wanneer we mensen vergeven dan, we nemen dat aan, dat we zijn dan ze brücken ons niet terugtun, voor dat wat ze jenen ons gedaan hebben. En vergeving is dit. We wollen dort nicht mehr jenen Menschen holen, dort wat sie haben jenen uns gedaan. Wir wollen dort nicht mehr von ihnen verlangen, dass sie zurückholen dann, oder sie müssen sich zurückholen, für was sie gedaan haben jenen uns. So wenn wir was haben jenen andere Menschen, und wenn Menschen jenen uns gesendet haben, wir sollen ihnen vergeben, wenn sie nach uns kommen, und Friede und Vergebung. Wenn dort ist, was Jesus Christus hat für uns getan. So wo do wir dann in das Nicht-Leben leben und sagen das alte Leben auf? Wo nehmen wir das nach Hause und wo do wir in das Leben? Wir merken die Entscheidung in unseren Gedanken. Das ist der, was wir entscheiden dann, in was von Leben wir wollen leben. Wir dann entscheiden in unsere Gedanken. Römer Kapitel 12, der 1. und 12. Vers, das sind Versen, die ich glaube, sind sehr wertvoll für uns als Christen. Er sagt es dort, und das ist nur verbunden mit was wir von dir gelesen haben. Er sagt, Brüder, wills Gott viel Gnade und Mitleid an jünt bewiesen hat, mohn auch jünt, auch jünt Körper Gott zu geben, als ein heiliges, lebendiges Opfer, das Gott annehmen kann. So wir sollen uns Körper nur Gott geben, dass er kann das Brücken zum seine Natur, das durch uns leben. Nu wat doen we dat? En staat je niet zo aan als deze Welt deed. Je zal durch je nieuwe Versöhnung verandert worden. Dat je weten kan wat God zijn willen, dat God het angenehm en volkomen is. Durch onze nieuwe Versöhnung. Wir dann entscheiden, in was von Leben wir wollen hier leben. Aber das ist ein zweiter Part auch. Eine derde Version in Epheser, Kapitel 4. Er sagt es dort, beledig Gott sein Heilen Jes nicht, willst du Jes als Gott sein Teken, dort er uns irrt. Die Garantie, dort der Tag kommt, dort wir hier rückgerat worden. Wir dürfen diese Entscheidung nicht merken, was an uns ihnen Kraft. Wir sollen in Gott seine Kraft die Entscheidung merken. Und wenn wir Gott seinen Heiligen Geist beledigen dann, am Aufsehen dann verlieren wir die Kraft, um diese Entscheidung merken. Wir uit uns selbst sind nicht stark genug, um diese Entscheidung zu merken. Uns fehlt Gott seine Kraft. Beleidigt Gott seinen Geist nicht. Warum? Weil der Geist als Gott sein Teken, dass er uns ehrt und uns garantiert. Der Heilige Geist ist in unserem Leben so zu wissen, dass die wahre Geburt erst passiert. Und er ist in uns, er will uns helfen, das Nicht-Leben zu leben. Das ist nicht in uns Innenkraft, dass wir das in Entscheidung sollen merken. Wir sollen uns verloten an Gott. Du hast so wenig, was Gott von uns verlangen wird, was wir uit uns selbst sollen tun. Dort, was uit uns selbst ist das. Wir sollen uns hingeben, nur Gott, dort er kann in uns schaffen. Dort sind nicht wir, was die Ändernis merken wird. Dort ist Gott. Wir müssen uns hingeben
nur arm. So ich will schließen mit dieser Frau. In der Wort von der Natur, wo wir dann entscheiden zum Leben. Wo wir die alte Kleider frisch antragen. Die schwinche Kleider, die wir in den Stab gebracht haben. Die schwinche Kleider, wo wir geschafft haben in der Schmied. Das alte Leben, was stinken det, würden gern sein, das Ost. Wer von uns würden uns so eine schwinche Kleider weiter antragen, nur im Boden? Wo wir uns für Leiber reine, nie Kleider antragen. Und du nur leben, was Gott gefällt. Wir streiten mit dem Gebet. Liebe himmlische Vater, wir kennen das von der Smars, dort wir kommen fertig kart. Wir kommen nicht kart, wegen du hast uns durchgelassen, aber wir kommen kart, wegen wir haben uns nicht angegeben, nur die. Gott, ich bete, dass du uns wiesen, wo wir kart kommen, wo wir nicht reich sein mit dir. Dort wir können die alte Kleider zu sehen sein und nicht die frisch antragen. Dort wir können ein Leben führen, was zu sehen ist, und sondern was Rahmen ist, uns sind. Und für die in großes Licht sein in dieser Welt. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.